Rosi zeigt sich selben an wegen seiner Fahrerflucht und sagt zum Gemeinderat auch. Die haben aber bis auf den Gerstl alle dafür, dass sie Bürgermeisterin bleibt. Und das Zwiebel steht auch hinter ihrer, samt denn, dass wegen ihrer alle nur arbeitslos ist. Annalena hat einen von den heißen der feiden Bauern sein Leiberl angehandelt. Und etliche meinen, sie oder ein anderer hätte sie für das mit ihm einlassen. Sie ist aber brav geblieben und möchte schön ihren Hochzeiterer Freude machen. Der Chris ist nicht zufrieden mit seinem Tanz bei den Brautleuten einen Festel und tanzt das am anderen Tag nur mal mit der Kathi. Und der Fanny sein Preis ist schon stief zu, filmt das mit dem Handy. Danach hat aber die Kathi ein Rendezvous mit dem neuen Braumeister. Am Flori sein lediger Schratz soll bei der Hochzeit Trinkführer tragen. Aber mit seinen Vatern mag er das nicht probieren, sondern schät mit den Hochzeiter selber. Denen möchte der Chris als Bragader als Stopfer vor der Hochzeit verbieten. Sie der Gneißend aber, dass er den Brauch schön aus Gaudi erfunden hat. Fürs Hochzeitlohn denkt er sich einen Haufen Gestanzeln aus. Aber die kann er nachher alle nicht aufsagen, weil er sich ein Virus einfängt und der verschlagt ihm die Stimme. Der Flori riecht für Josie ein italienisches Mittagessen an der Waldhütten her. Da saut er aber auf und auf voll mit einem Paradeissaft, weil er niesen muss, weil ihm auch der Virus erwuschen hat und den hängt der ihrer auch gleich an. Schließlich flackert es alle zwei bei ihm daheim mit Fieber auf dem Kanapee.